Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich melde mich auch mal wieder nach der Winterpause. Wir haben jetzt schon Ende Februar. Ich bin schon ein paar Mal am Fischen gewesen, aber habe keine erfolgreiche Aufnahme gemacht. Oder es hat sich gelöscht oder ja, keine Ahnung. Und zwar bin ich heute am Oldis, am Baggersee. Hier sehen wir, sind noch voll am Bürzen dort hinten. Dort hinten ist das Kieswerk. Da ist der, keine Ahnung, was das genau ist. Echt keine Ahnung. In diesem See lassen sich gut Egli fangen. Es hat auch Regenbogenforellen drin, das habe ich letzten Sonntag auch schon gesehen, aber habe nur Egli gefangen. Das probieren wir heute nochmal. Ich habe nämlich Lust auf Fischknusperli. Und zwar probiere ich es heute mit denen hier. Whisky, 7,5 Santi für klares Wasser und Wolken. Wir haben es genau andersrum, wir haben trübes Wasser und Sonne. Aber das hatte ich letzten Sonntag auch gehabt und sie haben genug gebissen. Also machen wir das heute nochmal. Gewicht tue ich 10 Gramm Blei her. Das sollte glaube ich lange, um genug weit rauszukommen. Und ja, dann würde ich sagen, tue ich das Zeug einmal so weit montieren und filme dann aus der... Ja, dann würde ich sagen, tue ich das mal montieren und filme dann mit POV-Ansicht weiter. Ja, wir haben es auch schon schöner hergekriegt. Ist ein bisschen tief, aber ja nun, fangen werden wir gleich etwas mit dem. Und die rote, die ich hier habe, ist nämlich auch eine von Lieblingsköder, nämlich die Firestarter Allround, 2,45 Meter, 5 bis 40 Gramm Wurfgewicht. Wir haben hier, keine Ahnung, etwa 13 Gramm mit dem Gummi noch. Also voriges Spiel noch. Als Hauptschnur habe ich geflochtene. Ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage, was für eine Dicke, weil ich weiß es nämlich nicht. Das haben wir der Ilja aus dem Fischerladen Chur so gemacht. Ich kann euch unbedingt ans Herz legen, auch mal zu ihm gehen. Aber wenn ihr nichts kauft, einfach mal ein bisschen mit ihm schnorren. Vorfach, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Nein, ich sehe es wahrscheinlich nicht. Habe ich etwa 1 Meter. Man könnte es auch ein bisschen länger machen, aber für mich passt das jetzt so. Dann würde ich sagen, tun wir mal ausschmeißen. Zuerst mal noch nicht so weit. Dann schön bis an den Boden sinken lassen. Und sobald sich die Schnur dort unten im Wasser nicht mehr bewegt, ist er am Boden. Wow, was tief da. Er sinkt, er sinkt, er sinkt, er sinkt, er sinkt. Er sinkt, er sinkt, er sinkt. Oh mein Gott, jetzt ist er erst unten. Okay, ich glaube, das ist die tiefste Stelle auf dem See. Und zwar tue ich immer ein bisschen fein einkurbeln und dann so immer mal wieder 2 kleine zack, zack. Dann wieder am Boden sinken lassen. Das merkt man eben gut mit der geflochtenen Schnur. Dann wieder ein bisschen ziehen, dann wieder zack, zack. Ui, Biss? Ich glaube es ja nicht, die haben schon einen Biss gehabt. Erster Wurf. Also was ich heute noch ausprobieren wollte, ist der Köder mit ein bisschen Powerbait einschmieren für den Geruch. Ich habe absolut keine Ahnung, ob das irgendetwas bringt. Aber wir probieren es jetzt gleich einmal. Schmeckt verdammt nach Knoblauch. Ist halt wirklich wie so Knete. Schmeckt. Ich habe verstopfte Nase und ich schmecke es gleich. Jetzt auf den Haken. Jetzt auf den Körper. Dann würde ich sagen, probieren wir es einfach einmal. Wenn es nicht nützt, schadet es sicher auch nicht.
Oh Mann. Erste Köder mal weg. Die Schnur ist etwa, ja, ich sage jetzt 3 Meter im Wasser gewesen, aber also so 3 Meter vom Ufer entfernt, aber tief. Ja. Jetzt habe ich gerade etwas entdeckt, das interessant sein könnte. Und zwar dort im Wasser, wo jetzt mein Köder ist, etwa, ist ein Flüger. Vielleicht könnte ich noch einmal die Flügerrouten auspacken. Weil es luftet nämlich auch nicht mehr. Es ist ziemlich windstill jetzt. Ja, das probiere ich noch. Das habe ich jetzt noch nie gezeigt in meinen Videos. Ja, bin auch nicht gerade der Profi. Obwohl das hier tatsächlich meine erste eigene Angelroute war. Ja, das muss man schon ein bisschen drauf haben. Aber das ist ein Angeln, wo ich vor allem bei meinen Bergseen eigentlich immer dabei habe. Weil eben die fressen so viele Flüge dort oben. Also Flüge und halt sonst Insekten. Da fängt man eigentlich auch noch recht gut. Meine PB war auch am Marmoreersee. Und zwar genau mit dieser Route. 39er, keine Ahnung was es genau war. Ich glaube einfach eine sehr silbrige Bachforelle. Weil Bögler war es keine. Seeforellen gibt es glaube gar nicht dort. Da gibt es nur Bachforelle, Regenbogenforelle, Seesaibling und kanadische Seesaibling. Oh, ja, wow, das habe ich glaube ich einen Knoten gemacht. Hoppa, und. Ah, Quatsch gewesen. Quatsch. Was ein Scheiß. Ich kämpfe mich gerade hier durch. Zum dort. Ach, sieht man das überhaupt? Zum dort fischen. Oh, shit. Ah, da rutscht alles weg. Dort hinten ist windstill. Und dort habe ich eben einen Kumpel gesehen. Und da luftet es jetzt wieder. Ich hasse am Hang gehen. Ich hasse es. Okay, Bro. Zuerst mal das Gestrüpp da rausnehmen am besten. Sonst wird es dann noch nicht so schön, um den Fisch zu landen. So, da. Okay, wie es mir denkt, ist arschig da zum Auswerfen. Jetzt kann ich den ganzen sketchy Weg hier wieder zurücklaufen und einfach wetten, dass ich nicht reingehe. Graziös wie eine Gazelle. Nichts passiert. Also, ich danke euch allen, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt es gleich ein unterhaltsam gefunden. Ich habe es unterhaltsam gefunden. Aber wenn ich nichts fange, ich bin schön. Ich bin gern einfach hier draußen. Auch wenn es jetzt hier nicht so schön ist. Es gibt schlechtere Orte, wo man sein könnte. Ja, da mal nichts gefangen. Nächstes Mal gehe ich glaube an der Rhein mal. Weil jetzt da bin ich die letzten 5 Mal gesehen. Am Rhein erst 2 Mal. Mal schauen, was sich dort fangen lässt, wenn überhaupt. Aber ja, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Also bis dann.